Moin, ich bin Rike Hentis, der Plattdeutsch-Koordinatorsche von Landkreis Horburg. Und das ist der Audiocast Hören, Kieken, Schnacken, dann wie ins schöne Buchmuseum an Kiekebach Upnamdown. Hier verbringe ich schimmers späten Tiet mit Lüd und der unterschiedlichsten Berichten. Mal vertellt wie über die plattdeutsche Sprach, mal vertellt wie darüber, was das eigentlich für Menschen und der Region sind, die diese Sprach noch sprechen darf. Plattdeutsch hört uns regionale Kultur. Hören, kicken, schnacken in der Halt und informiert. Sie könnt das auf YouTube ankicken oder bloß hören. Das geht dann auf Spotify. Und dann Link dorthin findet ihr auf plattfindstadt.de. Und nun viel Spaß mit Hören und Kicken. Moin Wilfried. Hallo, Ricky. Wir sind hier heute in der Spöllwelten utstellen von Buchmuseum an Kiekebach. Und du bist mein Gast in meine Sendung Hören, Kieken, Snacken, Platt an Kiekebach. Und wir wollen die heute kennenlernen. Wir würden gern wissen, wieso kannst du einfach platt schnacken? Was magst du so? Genau. Und stell dir doch mal kurz vor. Also, wo kommst du her? Wo kommst du weg? Und, ich bin Wilfried Starke. Ich bin in Stell geboren, also in Landkreis Horburg. Bin auch nicht so weit gekommen in mein Leben. Oder wohne nu in Winsen, in Haupt an der Elf. Das ist nicht scheu. Ja, das. Und meine Mutter kann fein platt schnacken. Und jemals, wenn ich versorgen will, auch bei den Plateau schnacken, treffe ich mal nach Buten, hätte sie umschalt auf Hochdeutsch. Nicht, dass sie mir das nicht gönnen, aber das ist die Bildungspolitik in den 60er Jahren gewesen, wie Schulen mit einem sauberen Hochdeutsch nach Schule kommen. Und das hat auch Glück. Also Hochdeutsch geht sehr, sehr gut, meine Damen und Herren. Das will aber du gar nicht. Ich möchte das Plattdeutsche auch gern hören. Und ein großes Glück ist gewesen, dass ich, als ich so Dateien wäre, gläufig Dateien, Rudel Kienau, der Fingwader Heimatdichter in Stell im Gemeindehus wäre und vertellt hat. Und meine Mutter ist so klar gewesen, mich mitzunehmen. Und das sitzt hier ganz fast geborgen, das weiß ich noch, als wenn das gestern wäre, auch in hat. Und ich weiß nicht mehr so viele Geschichten, aber was ich weiß ist, dass Kienau wirklich ein zu ein vertellt hat, ohne Netz und doppelten Boden. Ja. Und du kannst das in seinen Beuker nachlesen, genau. Wort für Wort. Ich weiß nicht mehr viel, bloß noch, nur ist ja eins ut und vorbei, bloß die Ole Poesie. Da hätte ein Lüt Geschichte Poesiealben, das ist ein Modwein, Freuer. So ist das kommen und das hätte sich fast set und dann hätte das aber ein ganze Zeit dauert. Ich habe mit Dateien auch angefangen, Gitarre zu spielen, damals wie der Pfadfinders, die Grötterin, die können Gitarre spielen. Und wie Jüngeren wollen das natürlich auch lernen. Ja. Und dann habe ich an Wienersmann geschrieben, lieber guter Weihnachtsmann, bring mir eine Gitarre. Oder vielleicht besser noch ein Gitarrenbanjo. Hätte morgt. Hätte morgt. Uns Weihnachten, so ein Grotpaket. Ja. Das wäre ein Gitarrenbanjo. Und was ich aber nicht weten day, du kannst darauf nicht ollig Gitarre spielen und du kannst darauf auch nicht ollig Banjo spielen. Also habe ich dann doch noch mal eine Gitarre. Ist egal, aber ich konnte das lernen. Da ging das los. Und du lehrst ganz fix und da ging das los. Und dann mit der Tiet eben auch mal, dass du mir am liebsten bist. Aber auch die Songs, die so gesungen hat, House of the Rising Sun oder Blowing in the Wind und all die Tüs. Ja, so das schöne Tüß, sehr gut. Und hast du auf Dörter noch was denn anfangen mit dem Platter schnacken? Warum nee, ist das noch so? Nicht. Das hätte noch dauert. Also ich habe viel gespielt, wir haben so eine Bluegrass-Band, ich habe dann noch mal ein Banjo mit 5 Sieden köft und dann ging das viel besser, so country-mäßig. Und bin auch solo auftreten in Hamburg in den Folkclubs. Das ging damals ganz gut, wenn du ordentlich spielen konntest und beten singen, dann ging das. Ja. Und hef du auch gern mal, dass du mit liebsten bist, mit ihnen streit in den englischen Folksongs. Ja. Wir habt ja in Deutschland nicht so eine Folk-Tradition als in England, in Irland. Irish Folk ist eine große Nummer und auch bei der Country-Musik. Das hat
zwei Gründe, glaube ich. Das eine ist das Gift, das deutsche Volkslied, das ist durchkomponiert. Am Brunnen vor dem Tor und all das. Und das andere ist die Nazi-Tid. Der ist gräsig wein, für all das, was zu uden Volk kommen ist, Und bis dahin, dass sie gesagt hat, wo man singt, lass dich ruhig nieder, böse Menschen haben keine Lieder. Das ist eine gräsige Entwicklung für ihn. Und insofern hat er eine große Resonanz gegeben, als so in den 70er Jahren die Folksängers aus England, Amerika kommen sind, die Dubliners meinetwegen mit Irish Folk ordentlich Alarm gemacht haben und auch Country Bands. Und das hat mich prägt, wie Musik. Und dann hat er aber duert mit 1994. Da hab's in Stell, wer ein Jubiläum hat, im Gemeindehus, das ist mein Heimatgemeinde. Ja. Und der Diakon Ewald Nill hat mich angerufen und hat gesagt, du Wilfried, wie mag einen plattdütschen Abend? Hast du nicht Lust zu singen? Ja, habe ich gesagt, mag ich, gern. Ja, wir habt auch noch einen, der vertellt, der heißt Wilhelm Wieben. Das ist ein Tagesschausprecher. Und ich, Wilhelm Wieben. Und dann habe ich gesagt, Gaut, und dann habe ich mir ein bisschen was von Godewind, ich habe noch keine eigenen Lieder, aber von Godewind, Rutsöcht und da du mir lebst, bist eine extra, ein jungen Tüdelband und so wieder, haben ein feines Repertoire und dann kam der Abend mit Wilhelm Wieben und ich seid hier und da Wilhelm, hat Klabastern, aber ist schön wen. Das Gemeindehus bit um den letzten Platz voll, er hat so fein vertellt. Und das würde ihn stich. Mein Kollege Ewald Nill hat die Schuld, so zu sagen, dass ich nur mit Plattdeutsch unterwegs bin. Und ich habe schon vertellt, habe auch immer in verschiedene Bands auch gespielt. Und da habe ich die Frage gehabt, was kannst du denn allein machen? Und was würde ich Spaß machen? Und das gave Godewind, das gave Knut Kiesewetter, das gave Fide Kai und ein paar andere. Die waren auch mal in Radio gespielt, aber nicht so viele, die eben allein mit Gitarre was mockt habt. Und das ging dann langsam los, ging auch ganz gut. Und dann kam sie auch Talker Platt, Fernsehsendung, N3. Und das ist eine schöne Chance. Ich durfte zweimal mitspielen. Einmal ut Hamburg-Oswada, das ist ein Jahr lauter gewesen, 94. Da habe ich auch das erste eigene Lied auch fertig. Ich bin auch ein Mensch, der politisch denkt und engagiert ist. Und mir ist das Thema Atomkraft ein wichtiges Anliegen gewesen. Ist gerade nur wieder virulent. Für mich das schlagende Argument, die Dinger sind nicht zu beherrschen. Fukushima, Tschernobyl, wie das sein. Und das muss nicht noch einen dritten und feierten Unfall geben. So. Und wir haben kein Endlager. Und wir dürfen nicht uns Kinder und deren Kinder und deren Kinder das einen ganzen Dreck nolloten. Das dürfen wir einfach nicht dauern. Das ist eine moralische Frage, das kannst du nicht wirtschaftlich regeln. Aber allein der Überlegung, angenommen, das gäbe ein Endlager, irgendwo in Bergwerk oder irgendwo, wie wirst du das wirtschaftlich berechnen, was hat Kössendeit für 1 Million Jahre Personal, Strom und vielleicht musst du den ganzen Schied noch 100 Jahre an der Rut holen, Asse, du möchtest 127.000 Fässer wieder, also alte Themen. Und was für mich wichtig wäre, ist, wir habt in der Elfmarsch, da wo ich wohne, da 20 Kinder, die an Leukämie erkrankt sind. Und wir habt Krümmel 15 Kilometer wiegen. Und das gibt Wissenschaftler, die sagen, das hätte damit was zu tun. Und es gibt auch welche, die sagen, hätte damit nichts zu tun, wie weiß das nicht, aber das mockt einfach ein blödes Gefühl. Und darum habe ich dann geschrieben, Leukämie in der Elfmarsch, das Lied. Und damit habe ich mich inladen, wie Talkerplatt. Und das hat mich tüchtig frei. Dass sie mich nicht trotz so ein Lied, sondern deswegen. Und deswegen. Mit ein Thema die habt eben über Hamburg-Oswada Bericht. Böhringer ist nebenan, die große Chemiefabrik, die auch aufgebaut worden ist und wo das, weil ich nicht, auch Probleme gibt und eben 1 Kilometer Wiege ist Krümmel. Und das wäre eine feine Sendung. Hat mich durch die Freiheit. Und ich schul nicht bloß das Lied singen, ich schul Feier singen. Und dann müsste ich schon noch mal ran, habe dann noch einschreiben und auch was von Godewind bräucht. Und dann ging das ein bisschen besser los, aber für die Weltkarriere hätte er nicht recht. So.
Ja, das ist immer Ansichtssorgen, sag ich mal. Ne? Heute bist du wie uns hier, Gast, das ist schon Ja, auch schön. freut mich richtig. Und ja, das ist auf jeden Fall bannig spannend und das ist schon einfach gerade auch eine Tiet für die Kultur, die nicht einfach ist, muss man so sagen. Ne? Ja, also, das ist. du hast schon voll belebt, du magst, genau, für was kann ich die so sagen, buchen? Also, magst Ja, wenn ich Konzerte gebe, dann ist das immer dreierlei. Das sind eigene Lieder, ich habe schon auch mein CD hier, 2000 aufgenommen. Lüttenbeden mehr auch noch. Das sind aber auch die olden plattdütschen Lieder, so als das du mir liebsten bist. Eine Ex-Zeiten jung, Hamburger Fährmaster und all das, was auch die älteren früher noch eine Schau gesungen haben. Naja, und was ehrlich gesagt auch uns Jungen schon abholt, weil wir das schon noch kennen, auch von früher. Also ich finde das schon auch immer so wichtig, ne? Also, dass man so alle Öllersklassen irgendwie noch mitkriegt. Ja. Und das kriegst du auch mit so ne Sorgen, weil die haben wir alle auch schon mal gehört. Das ist so, und an der Ecksteiten schon mit dem Titelband, mein Lütte Piet, der ist jetzt feier. Der hat einen Ohrwurm davon, der singt das wirklich seit ein paar Tagen, der ganze Tiet hoch und runter, das ist Taumschäden. Und das ist, ne, der schnackt schon auch sowieso platt, aber mit Musik kannst du viel Bäder. Genau. Du kannst die Kinder gut aufhauen mit plattdütsche Lieder. Ja. Und ich lade auch gern ihn mitzusingen, wie die Konzerte. Ne? Dann ist er nicht bloß Mono-Vortrag von Förden, die wart auch aktiv und habt das Spaß an. Ja, genau. Ne? Und das dritte ist, ich habe eben auch Titel von Gode, Wind, Kiesewetter und so wieder im Repertoire, sodass das ein Gaude dreierlei ist. Ja. Und ich vertelle die Geschichten, wenn nicht gerade ein Verteller dabei ist. Ich habe mit Gerd Spiekermann von NDR auch viele Abende gemacht. Mit Willem Wieben hat das eben angefangen und wir haben uns dann achteran auch nochmal sein wie Lucia-Konzert. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist so eine schwedische Tradition. An der 13. oder Feiertag Dezember ist Lucia-Tag. Und in Schweden lobt die Kinder mit witte Gewänder, rote Schleifen und Kerze, Teichlicht und singt für die Hüs oder in der Hüs. Und wir haben lange Jahre in Winsen schwedischen Chor hat, die exzellent sungen habt. Schwedische, deutsche, Wienerslieder und auch des amerikanischen Swingnummern. Und da hat Willem Wieben auch noch viele Male vertellt. Pellets sieht aus oder sowas. Hätte auch immer fein Spaß gemacht. Und da wird scheuen noch mal wieder zu treten. Da ist er aber lang in Ruhestand für ihn. Und genau, apropos Ruhestand, also du magst schon lange Musik, aber du hast schon auch noch sozusagen ein anderes Leben, ne? Also du hast schon noch ein anderes Leben. Ne? Das ist so. Ich bin Diakon und Sozialpädagog von Beruf und habe dann 20 Jahre Eis in der St. Mariengemeinde in Winsen Arbeit, Kinder- und Jugendarbeit. Und das ist halt wunderbar, wenn du eben Gitarre spielen kannst, singen kannst mit der Lü. Auch in Konfirmandenunterricht, Gottesdienste und so was. Da auch ein bisschen neuen Schwung reinzubringen, das ist mir wichtig. Und dann habe ich nochmal eine Wiederbildung gemacht für Öffentlichkeitsarbeit, ein Jahr lauter. Und dann habe ich für die letzten 10 Jahre nochmal eine Wiederbildung gemacht. Für Fundraising, für Spendenwesen ist auch wichtig für die Kagen, die Mitglieder zahlen, die Gott trüch, also muss so kicken, wo das Geld herkommen kann. Und das hat mir auch durch dich Spaß gemacht. Und das geht nicht bloß darum, nur fixen beiden Geld zusammenzusammeln. Das sind auch die Beziehungen zu den Menschen. Und die zu pflegen, das ist so wichtig. Ne? Genau, da hast du schon so ein großes, schönes, ich sag mal, Lebenswerk. Kann man das schon nennen. Ja, das ist mir auch wichtig. Das magst du auch in den Konzerten. Ich bin nicht so den du ganz noch für den Guide und ordentlich die Hallen rocken willst. Ich habe auch Lieder, die beiden stiller sind. Und das ist mir auch wichtig. Ich mag Schwung, ich mag Spaß, aber auch die beiden besinnlicheren Lieder. Das geht hier ganz gut rein in Tat. Und das Schönste ist, ich spiele gern in Karken. Nicht bloß, weil ich für die Kark arbeite. Das Publikum verhält sich anders. Die sitzen ja alle in der Regen. Und das Ruhm fokussiert einfach. Und wenn du vorne sitzt, sind sie alle fokussiert, hört fein Tau. Und dort kann ich dann auch mal ganz leise Lieder spielen.
Und das Schönste ist, wenn so die letzten 2, 3 Sekunden nach dem letzten Akkord noch klingen trifft und dann Applaus kommt. Ja, da wirkt das nochmal ganz anders. Ja, ne? das ist später als Weihnachten. Genau, ja, das glaube ich. Das andere ist, ich spiele auch mal Open Air. Ich Ja. habe auch ein großes Repertoire an Oldies, 50er, 60er Jahren, Elvis Presley, Beatles, alte Tüchs, macht auch Spaß, aber du bist anders in Action. Du musst Klar. jemals kicken. Ja. Und dass die ganz Publikum- atmosphärisch ja, eine andere, ne? die ist, Auch, ne? und da, also total. Dürfte die jetzt in Winsen beleben, ob das Plattfestival. Ja, Das habe ich auch gar nicht schön gefunden. Und genau diese Mischung mögt das, ne? Der Lüd an alle Städten afterholen, ob das ruhig ist oder ob man mit Ob man einen Ben Schwung macht. Ja, genau. Ich würde total schön finden, wenn du uns einen am besten gibst. Und Ja. du hast die wahrscheinlich was überlegt. Ich hätte das schon so anteasert, dass du das auch ruhig gern morgen Ja. dürst, dass die Leute auch mal weten, wie ist das eigentlich mit der plattdeutsche Musik. Ja. Genau. Morgen nehm ich abends auf. Weiß ich brüche nicht mehr. Düstere Wolken kommt da. Fern mir das Klappe kann ich Himmelsdörr. Klapp, klapp, klapp an die 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 Himmelsdörr. Düstere Wolken kommt hinter. An die Himmelsdörr. Klapp, klapp, klapp 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 an die Himmelsdörr. Das ist, war nicht schön, weißt, dass du hier werden bist. Ja, vielen Dank. Und ja, ich denke, wir sehen uns das schon nochmal. Das würde mich richtig freuen. Ja, Genau. ja, ich bin ja auch alle 2 Jahre hier Ton Plattdeutsch Wettlesen wählen, aber genau. das kann ja auch nicht so Nee, genau, das stattfinden. ist jetzt auch digital Ja, das stattfinden genau. und wir hoffen, das ist schon noch gerade auch kein einfacher Tiet. Ne? Nee, überhaupt nicht. Was hast du Ja, vorhin ja. vertellt? Letztes Jahr hast du 2 Konzerte, das ist schon sonst auch Ja. mehr und das ist Ja, für die ja. Kulturszene eine Katastrophe, mit man einfach schon so singen. Also, Das ist so, ja. Und die Lüd braucht kulturelle Anregung, ne? dass sie nicht ramdösig war. Ja. Das ist Ja. so wichtig. Ja, genau. Und damit man echt, was da morgen das auch durch die Tauge am Blift und Ja. es ist immer so live, ist es an allerschönsten. Das ist was anderes. Ne? Habe ich, Ja, wie ja. gesagt, wie das Festival, habe ich auch gedacht, Mensch, das wäre schon nur in der Ja, ja, Corona-Regelung, das genau, wäre genau. ne, so, das wäre schon fein und das wäre morgen und Ja. der Lüd, man hat das richtig mag, dass der dazu absorgen haben, ne? Wie Endlich wieder Kultur. Kultur. Und, ja, das ist so. Ja. Also kann ich auch noch mal sagen, ich spiele auch auf Beerdigungen. Ja. Und das ist auch was anderes, wenn du einen steigt mit Gitarre und Ja. singt. Das ist mal Plattdeutsch, das Ja. sind Karkenlieder, Ja. das sind feine Abschiedstitel von Ja. Reinhard May und andere Lüd. Und das ist was anderes als die Lütte Karkenorgel in die Kapellen oder eben Inspelung als MP3 oder so. Ne? Ja, genau. Nee, das ist schon, und das drucken wir und das wird jetzt auch wäre kommen und man Ja, mitkriegen, dass man das. was vielleicht geht, ist einfach im Sommer, wenn das nicht Ja. so schlimm ist mit den Talen, Ja. Rutgorn. Ja.
Gartenkonzerte, also was geht. Und da sind auch die Kommunen, denke ich, gefragt, so was möglich zu machen. Ne? Ja. Keine großen Hürden abbauen. Einfach meinetwegen Winsen, Schlosspark, Open Air, Stunden Kultur und das auch ein bisschen fördern ruhig. Das braucht ja immer ein Veranstalter, wenn du ohne Eintritt. Aber das geht auch, denn ohne Eintritt, mal kann das Folk wehen, mal kann das auch mal eine Lüde Rockband wehen oder sowas. Wie gesagt, Hürden, so deep wie So ist das, möglich. ne? Und da mit wir alle zusammen nochmal überlegen, was loben können. Das wäre fein. Und Eins das war kommt. sicher gut. Okay. Genau. Ja, vielen Dank. Ja, schönen und Dank für die Einladung. sehr Hätte mich auch gern, durch dich sehr gefreut. gern. Und eins Gaude für die Plattdeutsch-Beauftragte, das soll nur wieder gehen, habe ich Das gehört. soll wieder gehen. Ne? Was für ein Glück, ja. Ja, ich gebe mir mein Bestes und wie gesagt, Wie kick mal, was da bei Ruth so hat, sagt die Plattdeutsch. Genau, so ist das. Mach Alles das klar. bitte. Ich hoffe, ihr habt ihr für euch genähten könnt. Wie hört und seht uns, biet nächste Mal, wenn das wäre Hate, hören, kicken, schnacken, platt an Kiekebach.